Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichte mit unserer Geschichte Nummer 25. Ditmal noch mehr von was Walter Schmiedehaus sich erinnert von Jakob J. Peters, den er scheinbar mit Fairleib sanfter Hendrik nannt, und dann von was er sich erinnert von anderen von seinen mennonitischen Freunden. Wir brücken letztes Mal auf, mitten in der Geschichte, wo ein Schmiedehaus die Verbrückner Butterfarm nannt und beschrieben hat, wo Jakob J. Peters, der sanfte Hendrik, en de Melendesbank eenmaal waar er geld liehen kwam. Melendes had zich aangehorcht, wat Peters wil, had hem aber nog waar er terug naar Schmiedehaus geschickt, en nu zegt Schmiedehaus wieder zo. Ik neem also ook goedwillend Kenntnis van de zaak, kon aber schließlich doch nicht herum, te sagen, dat ik gewisse Bedenken had, want ons vriend en kund nicht voortstellen verstreien oder te vergeten vermocht. Ik wil de Angelegenheit doch eerst nog eenmaal überlegen en met dem Chefe bespreken. Dat erkläre ik aan en alle Freundschaft. En dan verschauen wir die Wiederbehandlung von seinem Anliegen op ein paar Tage, wann er weiter versprechen wurde. Aber am nächsten Tag überbracht mir ein Nachbar aus dem Dorf Niehorst folgenden Brief. Ich gebe den Inhalt hier wörtlich weiter. Juli 18, 1926. Werter Schmiedehaus. Erst einen Gruß an die in den Portnamelandes. Ich will dir kort meinen vandaagschen wunderbaren Traum vertalen. En je denk van die Welt, Traum sind Bilder ohne Wesen. En zij, mij droomt, kwam in Melendes zijn huizen aan, een prachtvolles, herrliches huis. In Melendes, die partner, ging met mij in alle stoven am huizen aan en wees mij zijn herrlichkeit, wobei hij mij dan verken nog een Zigar, einen Puro handreikt. Dat wir aber auch ein Sohl te nanen, wo wir binnen wären, mit vielen Verhängen, Teppiche oder welche Flurdachen und so weiter. Und dann weite ich ab. Und dann dachte ich, das ist doch ein Seitentraum gewesen. Ich schleip weiter an und kam noch einmal nach Melendes an das Haus. Dann aber ich im Schmiedehaus mit Büten allen Jähren. Ich ging bad an der Trapp im Haus und Schmiedehaus regt mich einen alten, hälternen, verbrauchten, anbruchbaren Butterfarm an. Dann weigte ich kurz ab und erschrock meist. Ich dachte was das doch bedienen mocht. Ob ich nicht die ganze Zeit von meinem Hiersein von Melendes in Eigenschaft gestreden hat, und auch Melendes von mir. Ja, trüllig von beiden Seiten. Ich habe auch Werken noch schein verdient durch Melendes, und war auch in der letzten Zeit nicht so viel als vorher, sie aber doch nicht von arm gewichen, aber viele Düsende von Pesos habe ich am Tau gewesen, wo er nicht arbeitet. Dort aber mein Geschäft in der letzten Zeit sehr zurückgestanden ist, wo je an dem Bankbuch möglich sein können. Und nu zum Schluss noch einen Gruß von jenen Freund und Mitarbeiter J. Peters. Wie beid, dann Balthasar Melendes, den ich das Schreiben hoher klein übersaten musste, und ich fanden den Brief so köstlich, dass wir beschlossen, unseren Freund nicht länger zu enttäuschen und den Pump, den Lohn, den er abnehmen will, zu bewältigen. Der sanfte Hendrik war offensichtlich zufrieden, als er bei seinem nächsten Besuch das gewünschte Darlehen oder die kleine Summe Geld ohne Widret erhält. Als er sich dafür bedankt, schickt er mir
treuhartig, verschmiedungsvoll an, zoals wanneer sagen will, na, also, waarom nicht voort zo? Zijn brief ziert van der noch meinen Umschlag mit mennonitische Kuriositäten oder Merkwürdigkeiten. En nu dem sanften Hendrik zien ansanftet eng. Dort wie ein wunderschöner Hofstag, zoals man de mal ab der 2000 Meter hochgelegene Ebene oder Plattland am Tal von Bustillos erlebt. Die mexikanische Landesbevölkerung, ihre malerische Leimtegelgebiete oder Häuser, der europäische Silhouetten von Mennonitendorpen. Silhouetten sind Schattens. Hier sind dort also die Schattens von mennonitischen Dorpen am Horizont. Die rein und hoffentlich gelbelaufte Bäume, die Stolbleiber mit kleinen witte Waldchen beplagter Himmel und ganz weit auf die Bizarrigkeit von violett und brün gefärbte Bäume von der Hügel Sierra Madre. Dort alles sieht diese Jahreszeit so aus als eine Landschaft, die der Herr Gott selbst ab Glas gemalt hat. Transparent, also durchsichtig, geheimnisvoll, durchdacht und dabei warm und no an und tröstlich so aussieht, als mit der Botschaft Fried sei mit you. An einem so einen Tag werde sanfter Hendrik nur dem Dorf Borwalde gefahren, in dem ein Namensvater, Peter H. Peters, ein gut wohnendes Geschäft established hat. Er hat was ab sein Hort. Er will mal seinen auf sich hier oder da ein kleines Geschäft merken leid, Kart und Gold, er will mal dem Namensvater Gold nobelig besägen. Ein paar Vorteile wären all da. Hier wie immer Betrieb, so als der sanfte Hendrik nicht ohne ein ganz kleines Bett nicht feststellt. Die Leute am liegenden Dorpen kauften hier gerade so gut an als in der Stadt, wo Mexikaner, Spanier und Chinesen den Handel beherrschten. Er hält seinen Buggy oder den leichten, hochrädrigen Landwagen, den sein Hinterstedt eng, flach wäre, um leichtere Waren leicht befördern zu können, bunkt den Gal oder das Pferd an dem breiten Uitspannungsbalken fast, wie sie den wollen, und ging an das Stuhl hinein. An diesem Tag wäre hier nicht viel los. Ein paar Frühs und wieder Feldbereich in einer breitrandigen Strohheide stunden an einer Seite von dem haufiserförmigen Stuhldash. Sie leiten sich Zeich, Hautbeine und Haushaltungsgegenstände wiesen und merkelten gewohnheitsmäßig über die Preisen. Alles wäre, so's immer, viel zu dir. Die bei Peters Namensvaters hadden sich dort grad merklich gemerkt, hinter dem hohen Stuhldash. Aber dann wird plötzlich die Stuhl der sehr ansanft abgestarrt. Und dann kämen hastig und wild um sich checkend 3 bewaffnete Mexikaner, die erste Hälfte von ihrer Gesichter verstärken durch vergebogene Schnappeldecker, während der eine Fuß auf den Registrierkasten, der Till, handstiert, der zweite sich an der Deur postiert, handstalt, plante der sich an der Märzstuhl han und schrie, an dem er drävend mit der Pistolfuchtel hang hoch und stillstonden. Und dort sich keiner mockst, wie kommen noch Geld? Die Stuhlbesetter und 2 halbwassende Junges, wo ne gerade frühes bedeinden, waren bloß. Sie gehorchten Fuß und hoben de Hang hoch. Bloß der sanfte Hendrik, wo er selbst ein zauhafter und ängstlicher Mann war, von dem keiner persönlichen Mut erwartet haben wird, der bleib ohne angefochten. Er sah sein allerfreundlichstes Gesicht ab und seht, indem er sich reitmück von her dem Stuhldash fährte kommen. Señores,
Wenn sich dort mal am Geld handelt, dann können wir dort doch ruhig in einem Frieden aufmerken. Wordt houden pistolen. Hij spost bij ons en zegt, Caballeros, je erschrecken je onze Frühers. Die stunden immerhin ganz still door, ohne de Hang hochgehoben zu haben, weil sie kein Wort Spanisch verstanden. Einige scheinen von Schrecken stief, andere kickten mit Verwunderung tau, ohne dort geringste Verständnis für das zu haben, was hier verging. Hold ihn Mühl, Cousin Buck, zum letzten Mal, hang hoch. Noch einen Schritt wieder, und gau die eine uns blie an deinen Bock. Aber Jakob Peters doch noch immer nicht an, sich die Gewalt zu fliegen, glaubt wohl auch gar nicht an den besseren Ehrens von der Saleo. Er kam ruhig ganz von hinter dem Stuhl der Schwer, hauf vorsichtig den Finger und seht mit dem sanftesten Freundlichkeiten in der Welt. Dort ist nicht jün Ehrens, Senores, dort meint je nicht so. Die Bibel sagt, die soll's nicht taub merken. Vor nur der Haal mit die Bibel taub, sagt der Mann. Und dann kracht der Schuss lüd in den geschlossenen Raum. Mit weit geopende, erstaunte Augen fällt der sanfte Hendrik sich an der Brust und fällt dann lüdlos auf den Flur. Und nu hadden die Banditen plötzlich großen Bos. Mit dieser Änderung in ihrer Richtung hadden sie offenbar nicht gerechnet. Hastig reit der junge Mann aus der Kaste Geldschien zurück und stappte planlos an seine Puppen an. Und dann nuscht aus fort, ehe noch mehr Lied ankommen würden, wenn den Schuss anlocken würde. Hinter die davon gluppende Pied wir dort eine Stoffwolk. Und dann, eine Stunde later verleiht ein fertig Peter Peters Ehrenhof, am langsamen Schritt fuhr jemand mit dem Namensvater seinen Buggy zum Heik vom Hoferhof. An dem flachen Hingerdeil vom kleinen Wagen lag ein Länkeljet und Daken gewickeltes Bündel. Dort wird die Leiche von dem sanften Hendrik, den man an sein Darb nicht hörst bracht, um dort christlich zu begraben. Das ist, wo Walter Schmiedehaus die Mordszene und Borwalde für sich selbst und für uns zu der Erinnerung beschrieben hat. Und Schmiedehaus seinem Geschichtsschreiben mit seinem großen deutschen Wortschatz hat man immer seine Begabung, Novellen und Schilderungen ganz eigenartig entflechten oder entflechten zu kennen. Een nieuw woord van de geduldsproeven in de Botica San Antonio in de stad Cuauhtémoc. Hier nu wordt van was Schmiedehaus in seinem Heft von Erinnerungen eine ganze Reihe von Dingen abricht, von wo er sagt, dass das vor allem Geduldsproben gewesen sind. Seine Überschrift für diese eigenartigen Erinnerungen lautet hier einfach Geduldsproben. Seine Anleitung für die Geduldsproben lasst so aus dit. Viele Jahre werden seit dem Ansiedlungsanfang vergangen. Und vieles hat sich inzwischen geändert. Auch bei mir. Ich war auch lang aus dem Bankfach oder Bankgeschäft, und mich vor einigen Jahren nach den Vereinigten Staaten von Amerika geführt hat, zurückgegangen und in das Apothekergeschäft getreten oder angetreten. Und mein Bruder Hans Günther Schmiedehaus bereits im Jahr 1926 in San Antonio gegründet hat und nu bei 1969 uns gewesen ist. In so einem Geschäft fehlt dort niemals an interessante Begegnungen und Erlebnisse, aber auch nicht an allerhand Geduldsproben, besonders wenn man Tag ut und Tag ein mit einer gemischten Kundschaft zu tun hat, wo nicht nur das allgemeine Publikum amfort, aber auch Indianer und auch so Mennoniten aus der Oldkolonie.
Ein mädlich Ola rundelt ja checkt sich erst lang an der Apotheke rum und dann fragt er, hab je hier auch so eine Perlen? Und meine Frau ist, wat für Perlen, Omtje? Na, ich weiß nicht, den Namen habe ich vergeten. Meine Frau ist, wozu sind diese Perlen dann? Na, zum Ernehmen. Gut, also Perlen zum Ernehmen. Aber je wohl eine Krankheit. Nee, für Krankheit sind die nicht. Für Krankheit nicht? Nee, die sind nur so. Wo dann, Omtje? Wies mir mal die Perlen, wann ich die sei, dann wo ich die tjanen, wat ich brauch. Wir waren anruhig. 5 andere konnten warten und wollen bedient worden. Und ich sei, aber wir können ju doch unmehrlich alle Perlen wiesen, die wir hier in der Apotheke haben. Oh, laat mal gut sein. Ich werde Perlen fortschanen, so schwer als ich die sei. Also wisst, was je haben. Wir fangen an zu vertwiefeln. Aber ich frage, wozu, Omtje, wozu nehm je die an? Er sagt, nee, nicht für Krankheit. Also nicht für Krankheit. Dann für was? Wie schrien meist. Oh, so. Für was? Na, für Stuhlgang. Gott sei Dank. So viel weit wie nu. Dat handelt sich auf 4 Perlen. En nu heeft de Gouda ons nog een wideret Kanteken. Hij zegt, du hast ein oude Mond boven. Aha, endlich. Nu weet wie dat zijn auf 4 Perlen en op de doos is dat beeld van einem oude Mond. Dat Ganze is also ganz leicht. Dat kan zich mal am Eind handelen, nämlich von Dr. Jenny's auf 4 Perlen. Zum Schluss sind beide zufrieden. Hij, der nu mit einem Schmüstern über seinem Sieg zu der Rüt geht und denkt, ha, doch mal war er schlüer gewesen aus der Apotheke. Und wie auch, willst der Mann endlich bedient ist, in der nächsten Sekunde an der Reihe kommen kann. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von dem Apotheker Walter Schmiedehaus, seine Erinnerungen an seine Erlebnisse und mit seinen mennonitischen Kunden in seine Botica San Antonio und Cuauhtémoc, Chihuahua. But nächstes Mal, ich George Rempel.